Wir werfen heute gemeinsam einen Blick, wie Karin schon gesagt hat, in den Jakobusbrief. Und zwar in das 2. Kapitel. Und weil ich nicht den ganzen Morgen Zeit habe, leider, werden wir uns nur mit einem Teil davon beschäftigen. Also Hausaufgaben, ihr dürft zu Hause den ersten Teil vom Jakobusbrief Kapitel 2 lesen. Und wir werfen heute einen Blick auf die Verse 14 bis 26. Ich habe gedacht, damit wir alle wissen, schon direkt gleiche Voraussetzungen, lese ich doch ganz zum Anfang mal den ganzen Text vor. So eine klassische Textlesung. Du darfst also, wenn du möchtest, deine Bibel aufschlagen und mitlesen oder die Augen schließen und dir das so richtig zu Gemüte führen, was Jakobus uns hier sagen möchte. Jakobus 2 ab Vers 14. Glaube wird an Taten gemessen. Was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Kann der Glaube als solcher ihn retten? Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen, was nützt ihnen das? Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Vielleicht hält mir jemand entgegen, naja, der eine hat eben den Glauben und der andere die Taten. Wirklich? Wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Schön und gut. Aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Wurde nicht unser Vater Abraham aufgrund seines Tuns für gerecht erklärt? Er wurde für gerecht erklärt, weil er seinen Sohn Isaak auf den Altar legte, um ihn Gott als Opfer darzubringen. Daran siehst du, dass sein Glaube mit seinen Taten zusammenwirkte. Erst durch seine Taten wurde sein Glaube vollkommen. Und erst damit zeigte sich die volle Bedeutung dessen, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass der Glaube allein nicht genügt. Ein Mensch wird nur dann von Gott für gerecht erklärt, wenn sein Glaube auch Taten hervorbringt. War es bei der Prostituierten Rahab nicht ebenso? Auch sie wurde aufgrund ihrer Taten für gerecht erklärt, denn sie nahm die israelitischen Boten gastfreundlich bei sich auf und half ihnen, auf einem geheimen Weg aus der Stadt zu fliehen. Genauso nämlich, wie der Körper ohne den Geist ein toter Körper ist, ist auch der Glaube ohne Taten ein toter Glaube. Ich habe eigentlich geplant, euch heute Morgen etwas mitzubringen. Ich war im Coop Pronto, habe geguckt, ob es das da gibt und es gibt es nicht. Das spricht schon für sich. Ich wollte euch eigentlich so ein schönes Schwarzbrot mitbringen. So ein richtig dunkles, schönes Brot. Weil heute wollen wir uns mit diesem Text auseinandersetzen. Und ich habe das früher immer so genannt, als Teenie, ich fand das nicht so cool, so eine Schwarzbrotpredigt, ne? So richtig dunkles Brot. Ich esse das auch gar nicht gerne. Und das wollte ich euch mitbringen, so als Demonstration. Ihr dürft euch jetzt also vorstellen, hier neben mir steht ein Tisch mit einem Schwarzbrot drauf. So. Und vielleicht ist die Predigt heute ein bisschen anders als sonst meine Predigten. Ich bin selbst ganz überrascht, was dabei rauskommt. Ihr hoffentlich auch. Aber wir gehen das so scheibchenweise durch, so Stück für Stück.
und so wie so ein Brot so richtig viele gute Ballaststoffe in sich hat, vielleicht ein bisschen schwerer zu kauen, aber bin ich doch der felsenfesten Überzeugung, dass für jeden heute Morgen was dabei ist. Müsst vielleicht ein bisschen gut dabei bleiben, aber ich probiere uns immer mal wieder zurückzuholen und es scheibchenweise mit uns durchzugehen. Und ich habe den Text damals als Teenager, ich erinnere mich, ich meine, weil ich den das erste Mal gelesen habe. Ich war Teenie, so etwa 14 Jahre alt und innerlich ist in mir so richtig was aufgesprungen. Ich war so, warte mal, hä? Also wie? Also Glauben, ja natürlich, kann der Glaube als solcher jemanden retten? Von was spricht Jakobus hier? Das spricht irgendwie gegen das, was ich immer gelehrt wurde. Ja, der Glaube ist das, was rettet. Und ich bin dann damals mit meiner Bibel zu meinem Leiter gestapft. Ich habe gesagt, du, hast du das mal gelesen? Er so, ja. Ich so, was heißt das? Erklär mir das. Ich weiß noch, er war slightly überfordert mit meinen ganzen Fragen. Das war immer so der Horror, wenn ich als Jugendpastorin anfange zu arbeiten, dann kommen die mit allen Fragen und ich habe keine Antwort. So. Und genau so ein Teenie war ich. Und ich so, ja, wie? Und jetzt erklär mir das. Und er war sichtlich überfordert. Und damit uns nicht das Gleiche passiert, schauen wir uns das heute richtig gut an, was Jakobus uns hier sagen möchte und wie wir das gut auslegen können. Und bevor wir damit starten, bete ich noch. Herr, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für den Jakobusbrief. Ich danke dir für diesen Morgen, dass wir in Freiheit zusammenkommen dürfen. Ich danke dir, dass du mir vorangegangen bist und mir einfach coole Geheimnisse offenbart hast in diesem Text. Ich bete, dass du mir hilfst, das verständlich auszulegen und dass du unsere Ohren öffnest, zu hören, was du heute Morgen reden willst. Und dass für jeden einfach das dabei ist, was du heute für ihn oder für sie vorbereitet hast. Amen. Du darfst gerne mal sie ist schon. Ich sehe das nicht hinten, deswegen. Aber, yes. Wir starten mit dem ersten Vers. Weil hier führt Jakobus schon thematisch ein, um was es ihm eben geht. Was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Kann der Glaube als solcher ihn retten? Wir sehen hier schon die zwei Worte, die uns eben in diesem Text immer wieder beschäftigen, und das sind die Taten und der Glaube. Die Taten und der Glaube. Das ist das Anliegen von Jakobus, in das er uns hineinnimmt. Und er stellt direkt eine sehr provokative Frage. Kann der Glaube als solcher denn einen Menschen retten? Und ich liebe den Jakobusbrief. Ich liebe Jakobus, das klingt ein bisschen komisch, aber ich liebe diesen Brief. Er ist so unfassbar klar. Jakobus sagt, was er meint. Da, wo ich bei Paulus manchmal 2 oder 3 oder manchmal auch 4 Mal einen Satz lesen muss, um dann tatsächlich zu verstehen, was er denn mir jetzt eigentlich sagen möchte, da bringt Jakobus das eigentlich sehr gut auf den Punkt. Aber er schafft es eben auch zu challengen und schwierige Fragen zu stellen. Wenn ich jetzt diese Frage in den Raum stellen würde, kann denn der Glaube als solcher einen Menschen retten? Was ist dein Impuls? Was wäre deine Antwort? Ja. Ich glaube, wenn jetzt Paulus hier unter uns sitzen würde, der würde rein, ja, natürlich. Der Glaube, das ist es doch, was uns rettet. Und das lesen wir auch in der Bibel. Zum Beispiel in Galater 2, Vers 16 schreibt Paulus, doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. Denn durch des Gesetzes Werke wird kein Mensch gerecht. Und das sagt er nicht nur einmal, das sagt er an vielen Stellen. Ich habe euch noch eine zweite mitgebracht. In Römer 3, Vers 28 schreibt er, denn wir gehen davon aus, dass man aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wird. Und zwar unabhängig von Leistungen,
wie das Gesetz sie fordert. Und hier sind wir doch eigentlich schon mittendrin in so einer Debatte. Also wie ordne ich das jetzt ein? Eben irgendwie Paulus scheint zu sagen, nein, es kommt nicht auf die Leistungen. Es kommt eben nicht auf die Taten und die Werke drauf an, sondern auf den Glauben. Und Jakobus auf der anderen Seite, der sagt, also doch, es kommt auf die Werke drauf an. Also ich habe mir das in etwa so vorgestellt, so Paulus versus Jakobus. So ein richtiger Fight, es kommt auf das und auf das. Also wie können wir das jetzt einordnen? Wie können wir das verstehen? Weil oft scheint es so, als würden Paulus und Jakobus sich widersprechen. Und wenn die aufeinander getroffen wären, dann hätten die so eine richtig theologische, hitzige Debatte gehabt. Und wir wollen uns das anschauen, weil ich glaube nicht, dass die sich geprügelt hätten, die sich getroffen hätten. Und wieso ich das glaube, da müssen wir ein bisschen genauer hinschauen. Weil eigentlich haben sie ein sehr ähnliches Anliegen. Und zwar schon allein in der Wortwahl sehen wir einen Unterschied. Eben in den Versen, Paulus redet von Werken des Gesetzes und Jakobus redet von Werken des Glaubens. Das ist ein kleiner und doch erheblicher Unterschied. Sie reden eben nicht von der gleichen Grundlage. Werke des Gesetzes und Werke des Glaubens, das ist eine unterschiedliche Grundlage. Und wieso machen sie das? Hier müssen wir uns anschauen, was ist das denn für ein Publikum, für eine Hörerschaft, zu denen sie sprechen. Und da ist nämlich auch eine unterschiedliche Grundlage. Und zwar, Paulus spricht zu Juden und auch Jakobus spricht zu Juden. Bei Paulus war es allerdings so, dass die Juden dachten, ja, ich muss einfach das Gesetz befolgen und wenn ich die Gesetze befolge und alle Regeln richtig einhalte, ja, dann werde ich gerecht gesprochen. Der Haken, das Problem ist, wir können gar nicht das Gesetz perfekt einhalten. Und das Ding ist, Paulus redet genau hier in diese Situation rein und sagt, nein, es sind nicht unsere Leistungen, es sind nicht die Werke des Gesetzes, die uns vor Gott gerecht machen. Es ist Gnade. Es ist ein Geschenk. Nicht etwas, was ich mir verdienen kann, wo ich noch stolz drauf sein kann. Hey, schau mal, ich habe alle Regeln befolgt und noch Regeln um die Regeln gemacht und die Regeln um die Regeln auch noch befolgt und schaut mal, wie gerecht ich bin. Nein, sondern da predigt Paulus rein und sagt, es kommt nicht auf die Werke des Gesetzes drauf an. Es ist aus Gnade allein ein Geschenk, zu dem wir nichts hinzutun können, sondern in allererster Linie, im ersten Schritt, ist es uns geschenkt. Und jetzt Jakobus, der spricht zu den Juden ins Exil. Und seine Botschaft ist eine andere, weil das Problem ist, da kann man sich auch schnell drauf ausruhen. Ja, super, ist ein Geschenk, muss ich ja nichts mehr tun. Kann ich so bleiben, wie ich bin. Ja, ich glaube, aber ja, reicht ja, oder? Hey, das ist eine Faulheit, eine Passivität, eine Unreife. Und hier predigt eben Jakobus rein und sagt, nein, so, Glaube geht eben viel tiefer als das, was ihr einfach nur meint, mit dem Mund zu bekennen. Es geht viel tiefer. Und das ist sein Anliegen. Also die waren in einer ganz anderen Ausgangslage. Und Gerhard Meyer, der bringt es sehr schön in seinem Kommentar auf den Punkt. Und er sagt so, Paulus, er führt zum Kreuz hin. Also wie die Rettung, zu der haben wir nichts hinzugetan. Sie ist uns geschenkt. Und Jakobus, er kommt vom Kreuz her, von dieser Rettung ausgehend. Da passiert etwas. Und da geht es auch um Taten. Und zwar, dass unser Glaube eben Taten hervorbringt. Um diese Debatte also zu einem Ende zu bringen, die beiden, falsche Richtung, würden sich die Hand geben. So, ja, wir sind uns eigentlich einig. Wir sprechen vom Gleichen. Wir sprechen nämlich beide von dem Glauben, und zwar von dem echten Glauben. Und im Kern geht es ihnen beiden um genau das gleiche Anliegen, eben Jesus nachzufolgen,
ihm zu glauben, zu ihm zu finden. Und ja, sie setzen einen unterschiedlichen Schwerpunkt aufgrund ihres Zielpublikums. Aber ich glaube eben, dass Paulus, wenn er den Jakobusbrief lesen würde, sehr nicken würde, sehr zustimmend nicken würde. Weil ja, auch Paulus, wenn er so vehement immer wieder sagt, es ist allein der Glaube genügt und nicht unsere Leistung, so spricht er trotzdem schon auch von Werken. Er nennt es meistens Früchte. Aber das ist letztlich auch was aus dem Glauben resultiert. Früchte, die hervorkommen. Also ich glaube, die beiden würden sich die Hand schütteln und sagen, yes, zu 100% ja und Amen und andersrum genauso. Und wir wollen uns jetzt anschauen, was denn Jakobus Anliegen im Kern ist. Und dafür gehen wir so scheibchenweise, ja, stückchenweise, Abschnitt für Abschnitt durch. Weil ja, Jakobus, der war ein sehr direkter, ein sehr klarer, aber dadurch nicht ein unüberlegter. Der hat sich seine Argumentation sehr, sehr gut durchdacht. Und ich liebe Exegese. Im Studium habe ich das, mein Mann hat das immer nicht so gerne gemacht, aber ich habe das geliebt, Stück für Stück, Vers für Vers durch die Bibel zu gehen und wirklich tief zu forschen. Und der eine, der liebt das und der andere eben nicht so. Und wir wollen das heute gemeinsam machen. Wieso? Weil ich glaube, das ist so wertvoll zu sehen, wie die Bibel immer wieder auch aufgebaut ist. Vers für Vers. Ja, wie ist denn die Argumentationsreihenfolge und der Aufbau? Mein AT-Dozent, der hat das ganz besonders geliebt, bei dem durften wir nämlich immer so Strukturen auswendig lernen. Wie ist jetzt die Argumentation aufgebaut und das habe ich nicht so gerne gemacht. Aber letztlich ist da eine Faszination in mir hochgekommen für doch, wie tief die Bibel ist. Und das wollen wir heute gemeinsam machen in 4 Gliederungen. Und zwar ist dieser Text in 4 Abschnitte aufgeteilt. Und in den ersten beiden Abschnitten, da argumentiert Jakobus, was der Glaube nicht ist. Also er gibt uns Negativbeispiele. Und in der zweiten Hälfte gibt er uns Beispiele dafür, was der Glaube ist. Seid ihr ready? Ja, seid ihr noch da? Sehr gut. Dann schauen wir uns den ersten Abschnitt an. Wir haben ihn schon vorhin vorgelesen. Da bringt Jakobus ein sehr praktisches Beispiel. Und zwar bringt er das Beispiel, stell dir vor, dein Bruder und deine Schwester, die haben nichts anzuziehen. Und sie haben Hunger, sie haben nicht genügend zu essen. Ich stelle mir das wirklich so bildlich vor. Du gehst vorbei und sagst, oh, ich wünsche euch nur das Beste. Wirklich, von ganzem Herzen. Ich wünsche euch, dass ihr genug Essen habt und was zu anziehen findet und genug Geld habt, um euch das zu kaufen. Und dann gehst du weiter. Also gebracht, also es ist total nett und irgendwie auch kommt voll christlich daher. Aber geholfen hat es denen halt irgendwie dann letztlich doch nicht. Weil Hunger haben sie immer noch. Und was zu anziehen haben sie auch noch nicht. Ja, über die Barmherzigkeit zu reden, ist noch nicht barmherzig sein. Da ist eben ein Unterschied zwischen unseren guten Wünschen und dem, was wir vielleicht denken und dem, was wir tatsächlich tun. Und das bringt Jakobus als Beispiel dafür eben. Und genau so ist es mit dem Glauben. Wenn der Glaube keine Taten hervorbringt, dann bleibt er ohne Auswirkung. Also dann ist er vielleicht im Kopf da und du kannst es auch sagen, aber er hat eben keine Auswirkung. Es ist nutzlos, es bringt nichts. Und das sehen wir immer wieder, einen Aufbau, den er bringt, ein Argument, ein sehr praktisches Beispiel mit einer logischen Schlussfolgerung. Also die ersten Verse sind sein Beispiel, Schlussfolgerung, Fazit, das ist Glaube nicht. Glaube, der einfach nur redet, aber nichts macht, der bleibt eben ohne Auswirkung. Und dann bringt er ein zweites Beispiel. Das ist schon echt heftig, aber er bringt es auf den Punkt. Naja gut, er sagt jetzt rein hypothetisch.
Da könnte jetzt einer kommen und würde sagen, naja gut, so schön teilen wir uns das auf. Wir sind ja auch alle unterschiedlich. Naja gut, jetzt der eine, der hat vielleicht den Glauben und der andere, der hat die Taten. Ist doch super. Ergänzung, der eine macht ein bisschen das, der andere ein bisschen das. Ich bin eben eher ein bisschen praktisch veranlagt, mit dem Glauben habe ich es nicht so, aber ich tue ja dann meinen Teil dazu bei und jemand anderes, der ist vielleicht jetzt eher so der Beta und dann ja, ein paar da, dann bringen wir das zusammen. Ergänzung ist doch super und passt doch auch, oder? Oder? Nein, eben nicht, sagt Jakobus. So funktioniert das nicht. Es geht eben nicht, dass der eine den Glauben, der andere die Taten hat, weil das geht entgegen seinem Punkt. Er macht eben den Punkt, dass beides kann man nicht trennen. Du kannst Glauben und Taten nicht voneinander trennen. Das gehört zusammen. Und er sagt eben, ich kann meinen Glauben anhand meiner Taten beweisen. Der Glaube bringt Taten hervor und ich kann dir anhand meines Lebens zeigen, dass ich glaube. Und jetzt schreibt er den Satz, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Schön und gut, aber auch die Dämonen glauben das. Wie häufig habe ich schon den Satz gehört, wenn ich jemanden gefragt habe, hey, glaubst du an Gott? Ja, ich glaube schon, dass es da was Höheres gibt. So, ne? Hey, schön. Also gut, grundsätzlich erstmal. Ich glaube auch, dass es was Höheres gibt. Aber das Ding ist, auch die Dämonen glauben das. Und die zittern. Die wissen nämlich ganz genau, dass es den einen Gott gibt. Sie glauben das. Sie wissen das sogar. Intellektuell wissen sie es. Aber das Ding ist, das ist nicht der Glaube, von dem Jakobus spricht. Denn Glaube im Griechischen, der geht noch viel tiefer als nur das intellektuelle Wissen. Glauben, das ist etwas, das wird häufig auch übersetzt mit Vertrauen. Also wirklich die tiefe Überzeugung, dass etwas stimmt. Und ich habe jetzt so ein bisschen banales Beispiel für euch. Und es verhebt auch nicht so ganz. Aber irgendwie ist es trotzdem immer wieder, denke ich mir so, es bringt es doch auch ein bisschen auf den Punkt. Das ist in etwa so, wie wenn du jetzt dich mit Ernährung auseinandersetzt und du kommst zu dem Schluss, vegane Ernährung, also dass man keine tierischen Produkte isst, das ist das Gesündeste überhaupt. Randbemerkung, ich ernähre mich nicht vegan und ich möchte auch keine Werbung dafür machen, aber also wir sind im Beispiel. So, und jetzt hast du dich damit auseinandergesetzt und kommst zu dem Schluss, ja, das ist das Beste. So, jetzt treffen wir uns im Restaurant und du erzählst mir von deinen neuesten Erkenntnissen und du willst mir das wirklich erklären, dass du das wirklich glaubst, dass das Gesündeste ist und währenddessen schneidest du dir so ein richtig schönes Stück von einem fetten Steak ab und kaust darauf rum, während du mir das erzählst. Du wärst nicht überzeugend. Ich würde dir das nicht glauben, dass du wirklich denkst, dass das die gesündeste Ernährungsweise ist. Weil, also, obviously hast du nicht mal dich selbst überzeugt. So, und ja, jetzt kann man sagen, ja gut, kann ja sein, dass man recherchiert und dann findet man das raus und das ist das Gesündeste, aber eigentlich will man gar nicht gesund leben. Also ihr seht, das Beispiel hinkt, aber versteht ihr, was ich meine? So, wenn man wirklich tief von etwas überzeugt ist und es wirklich glaubt, ja, dann wäre man doch schön blöd, wenn man dem nicht folgen würde. Also dieser Glaube, der geht viel, viel tiefer als nur das intellektuelle Wissen über etwas. Und das ist eben auch der Punkt, den Jakobus hier machen möchte. Allein das intellektuelle Wissen, ja, darum geht es eben nicht. Es ist das tiefe Überzeugtsein, das wirklich innen glauben, ja Gott, das ist die Wahrheit und dir folge ich. Und das hat eben dann eine Auswirkung. Das zeigt sich in meinem Lebenswandel, das zeigt sich in meinem Leben. Und Jakobus hat, oh ein Wunder, wieder den gleichen Aufbau. Er bringt ein Beispiel, er macht eine Schlussfolgerung und sein Punkt ist, das ist Glaube nicht. Das ist es nicht.
Ja, okay, Jakobus, was ist es denn jetzt? Was ist denn jetzt der Glaube? Er hat 2 Beispiele gebracht, was es nicht ist. Ja, und jetzt bringt er anhand einer Person ein Beispiel, was für ihn der Glaube ist. Und zwar anhand von Abraham. Abraham im Alten Testament. Und hier ist es sehr spannend, denn nochmal zu dem Fight zwischen Jakobus und Paulus. Paulus bringt das gleiche Beispiel in Römerbrief Kapitel 4, dürft ihr auch gerne nochmal selbst nachlesen. Und er bringt das gleiche Beispiel und macht damit den Punkt, dass Abraham eben nicht aufgrund seiner Leistungen, sondern aufgrund seines Glaubens gerechtfertigt ist. Denn es steht in Genesis 15, Abraham glaubte Gott und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Also wie aufgrund des Glaubens von Abraham wurde er gerecht gesprochen. Und jetzt nutzt Jakobus die gleiche Stelle, um seinen Punkt zu machen. Eben. Wie geht das zusammen? Irgendwie spannend, weil Jakobus bringt hier 2 Storys, die eigentlich 25 Jahre auseinander sind. Und zwar schreibt er erst, wurde nicht Abraham aufgrund seines Tuns für gerecht erklärt? Er wurde für gerecht erklärt, weil er seinen Sohn auf den Altar legte, um ihn Gott als Opfer darzubringen. Wie gesagt, die erste Stelle steht in Genesis 15. Dort, wo Gott Abraham sagt, hey, schau zum Himmel, kannst du die Sterne zählen, so groß wird deine Nachkommenschaft sein. Das sagt der Abraham, der schon betagt und alt ist und noch keine Kinder hat. Und Abraham schaut in den Himmel, wo noch keine Lichtverschmutzung, keine Ahnung was ist, sieht, ich weiß nicht, ganz, ganz viele Sterne, so viele, wie ich wahrscheinlich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Und er glaubt Gott. Er glaubt Gott. Er sagt, okay, ich vertraue dir. Ich glaube dir das. Macht keinen Sinn. Macht echt keinen Sinn. Der war echt schon alt. Und er glaubt Gott. Und das rechnet Gott ihm zur Gerechtigkeit an. Und jetzt schreibt Jakobus eine zweite Geschichte, die hängt er gerade im Satz ran, und zwar mit Isaak, seinem Sohn. Also die Verheißung wurde erfüllt. Abraham wurde ein Sohn geschenkt, Isaak. Und Gott stellt Abraham zu einer Prüfung und sagt ihm, deinen einen Sohn, opfer ihn mir. Und Abraham vertraut Gott. Er lässt seinem Glauben Taten folgen und sagt, okay Gott, ich verstehe es nicht. How? Aber ich vertraue dir über dem, was Sinn macht. Das hat Gott dann verhindert. Abraham hat seinen Sohn nicht geopfert. Aber das ist der Punkt, den Jakobus hier, glaube ich, machen möchte. Ja, Abraham glaubte Gott. Er glaubte ihm. Aber seht ihr, 25 Jahre später, schon da, wo Gott sogar sein Versprechen eingelöst hat, da glaubt er ihm immer noch. Und das nicht einfach nur mit Wort, sondern auch mit Tat. Abraham lässt seinem Glauben Taten folgen. Beispiel, Schlussfolgerung. Das, ihr Lieben, das ist Glaube. Ein Glaube, der selbst im Äußersten, selbst in der Prüfung immer noch standhält. Ein Glaube, der Gott auch dann vertraut, wenn es eben nicht mehr so viel Sinn macht. Und er sagt, okay Gott, ich bin dir gehorsam. Ich bin dir gehorsam. So sehr glaube ich dir. Und ein letztes Beispiel bringt uns Jakobus. Und zwar das von der Prostituierten Rahab. Spannend. Erst bringt er den Glaubensvater Abraham überhaupt, richtiger Promi. Und dann eine Frau, die gar nicht mal zum Volk Israel gehörte, die aber an Gott glaubte. Die glaubte an den Gott Israel. Und sie kam sogar gar nicht unbedingt aus so einem guten Milieu. Sie war Prostituierte. Aber sie spielt eine entscheidende Rolle. Und sie zieht Jakobus auch ran. Ja, es sind nicht nur die Großen und die famous people, sondern auch die ganz gewöhnlichen, die Gott gebraucht. Und wenn die einen Entschluss fassen, Gott zu folgen, Gott zu glauben und das in den Taten sich zeigt, dann ist es eben nicht nutzlos, sondern von großem Gebrauch.
Und Rahab spielt eine entscheidende Rolle, weil sie israelitischen Boten oder Spionen, die verfolgt wurden, hat sie ihre Türen geöffnet und hat sie versteckt und ihnen dann einen Weg aus der Stadt gezeigt. Also eigentlich durch ihre Tat wurden sie gerettet. Und es ist jetzt spannend, weil die Story eigentlich wieder ein Link zu dem ersten Beispiel ist. Ja, sie hat eben nicht gesagt, schön euch kennenzulernen und ich wünsche euch wirklich, dass ihr nicht gefunden werdet und dass ihr am Leben bleibt und ich wünsche euch das wirklich von ganzem Herzen, nur das Beste. Ja, tschüss, Tür zu. Nee, Tür auf. Ja, ich helfe euch. Ich mache etwas praktisch, eine Tat, die hervorgeht. Ein Glaube, der Taten hervorbringt. Und wie ihr schon seht, wieder das Gleiche, ein Beispiel, eine Schlussfolgerung. Und Jakobus macht seinen Punkt, ja, das ist eben der Glaube, von dem ich spreche. Jakobus macht seinen Punkt immer und immer wieder klar. In 4 Abschnitten, 4 Argumentationen zeigt er uns, was Glaube für ihn bedeutet. Was bedeutet Glaube für dich? Glaubst du an Gott? Vertraust du Gott? Ich habe nochmal das Kreuz mitgebracht von dem Bild. Hey, Paulus, der führt uns zum Kreuz hin und Jakobus, der kommt vom Kreuz her. Und meine Frage, die ich heute Morgen an dich habe, ist, wo stehst du? Und wenn du noch vorm Kreuz stehst und Gott noch nicht glaubst, ich will dir heute Morgen zusprechen, du kannst nichts tun, was irgendwie dir diese Rettung bringen würde, als nur Ja zu sagen. Ja, Gott, ich glaube dir. Du kannst nicht durch irgendwelche guten Leistungen und ich probiere das jetzt, dich irgendwie gerecht machen vor Gott. Es ist ein Geschenk der Gnade. Jesus ist bis ans Äußerste gegangen, ohne dass du irgendwas hinzugetan hättest. Und vielleicht stehst du auch am Kreuz, aber du stehst und du bist da stehen geblieben. Du sagst, ja, ich glaube das, ich habe die Entscheidung getroffen, aber irgendwie ist daraus nie so richtig was resultiert. Und vielleicht auch eine Passivität, eine Ferne. Ja, Jakobus erfordert uns irgendwie doch sehr klar, ich wollte liebevoll, aber eigentlich macht das schon sehr klar. Aber er fordert dich eben heraus und fragt dich, glaubst du Gott? Glaubst du das wirklich? Glaubst du das, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist? Und dass das Beste ist, dem es wert ist zu folgen mit allem. So wie Abraham gefolgt ist mit allem. In allen guten und auch in allen herausfordernden Zeiten. So folgen auf deinen Glauben Taten. Zeigt sich das in deinem Leben? Und ich lade dich ein, mit dem Heiligen Geist darüber ins Gespräch zu kommen. Und es soll nicht Druck machen. Oh, jetzt muss ich hier irgendwie was machen und leisten und tun. Nein, es sind eben die Werke des Glaubens. Das, was natürlicherweise hervorfließt aus dem Glauben, aus dem Ja, Gott, ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Und Glauben, der klammert den Gehorsam nicht aus. Das gehört zusammen. Und vielleicht ist es dran, irgendwie wieder neu unterm Kreuz zu stehen und zu sagen, okay Gott, zeig mir, dass ich dir vertrauen kann. Ich will dir mein volles Ja geben. Ich will dir folgen, mit ganzem Herzen Ja sagen. Das ist eben nicht einfach nur ein Ich glaube an irgendeine ferne Existenz, die aber eigentlich mit meiner Lebensrealität nichts zu tun hat, sondern zu sagen, ja, ich glaube. Und ich stehe da rein und vom Kreuz gehe ich weiter. Von dort kommend gehe ich weiter und gebe Gott mein ganzes Ja. Und wir wollen jetzt
eine Zeit haben, wo du das reflektieren darfst, wo du nochmal drüber nachdenken darfst, über den Text, über das, was Jakobus zu uns spricht, zu dir auch spricht. Und du darfst darüber reflektieren und mit dem Heiligen Geist auch ins Gespräch kommen. Wo ist vielleicht ein nächster Schritt dran? Ja, zu beten für mehr Vertrauen, für Glauben. Und zu sagen, okay, das ist mein nächster Schritt, den ich gehe. Und ich will dich ermutigen, auch das Gebetsteam ist für euch bereit. Vielleicht auch mit dir gemeinsam zu hören. Das hilft manchmal, mit jemandem zusammenzusitzen, nochmal eine Entscheidung zu fällen, nochmal einen Schritt weiter zu gehen, zu hören, was hat der Heilige Geist vielleicht auch zu sagen in deiner Lebenssituation? Was ist seine Perspektive? Was sind seine Gedanken? Also ihr dürft gleich im Lobpreisteil gerne auf die Seite gehen, mit jemandem gemeinsam beten, euch segnen lassen. Ja, und seid offen. Öffnet eure Ohren für das, was der Heilige Geist auch einfach jetzt gerade zu dir sprechen will.